Moin moin und guten Tag. Hier ist wieder der Plattkanal mit Düt und Dat. Das zweite Mal im Juni. Ja, manchmal läuft das so. Ich freu mich, dass ihr wieder hinkickt. Für 2 Wochen, da war ich in Berlin der erste Schaul-Toiletten-Gipfeltreppen. Mit was für ein Schied, die sich nicht als befordern wird, habe ich gedacht. Aber die Tauschstellen ob die Schaulklos, das muss so miserabel werden, dass die Treppen wohl nötig war. Vielleicht war Kevin Kühnert nur Schaul-Toilettenminister. Also ich war für ungefähr 45 Jahre das letzte Mal um Schaulklo. Da habt den Jimmes so Zigarettenstummels rumlegen, ob irgend so ein Kachel, da haben sie auch grob schreiben, was für ein Schaulmeister nur besonders doof ist. Und wenn das Papier mal leerig war, dann hätten wir uns die Büchs ebenso wieder hochtrocken. Hüt, da schall so ein Schaulklo, je mehr so eine Mischung werden, und die Klos an Hauptbahnhof und von so einem Migrantencamp. Also, da hängt einiges rum, aber nicht mehr eins an der Wand. Kevin Kühnert, der war das wahrscheinlich nur richten. Nächstes Thema, aber so ähnlich. Wir fangen mal mit einer Quizfrage an. Wenn du Drogen schmuggeln wollt, über welchen Hafen klappt das am besten? Rotterdam, Amsterdam oder Hamburg? Also das ist der gleiche Schiff. Das läuft alle diese 3 Hafens an. Hamburg ist die richtige Antwort. Das hätte sich sogar bei Südamerika rumschnackt. Hamburg geht am besten. Und zack, ist Hamburg auf Platz 1. Lässt ja 35 Tonnen. Und das ist ja bloß das, was Abflagen ist. In Gasenhafen habt ihr bloß eine Container-Röntgenanlage. Und die ist über 30 Jahre alt. Wenn die Toll nicht ab und an mal einen Tipp kriegen würde, dann würden sie wahrscheinlich überhaupt nichts finden. Mittlerweile wird so ein Transport auch durch fachkundige Personal in Warncontainers begleitet. Die übernimmt dann in Zielhafen, also in Hamburg, dann reibungslosen Aftransport. So. Und wenn die Toll denn mal Drogen beschlagnahmen, dann war das aber nicht lieg's für nicht. Nee, dann war das jahrelang an gasgeheime Stägen uppbewahrt. Und Eis für nicht, wenn das Strafverfahren loben ist. Und nu ist Kottens dürsiget, also dat düsse geheimen Depots doch nicht mehr ganz so geheim sind und die Gefahr besteht, dass versucht war, sich diese Drogen mit Gewalt wieder zurückzuholen. Und die Toll, die hätten nur überhaupt kein Personal und auch nicht die Technik, um das zu verhindern. Also man kann ja bloß hoffen, dass sich diese Tauschstellen nicht bei Südamerika rumschnacken dauert. In Grund fehlt ja überall Personal. Und ich weiß nur auch, wo das an liegt. Die aktuelle Volkszählung, die hat nämlich nur ergeben, dass wir in Deutschland 1,4 Millionen weniger sind, als angenommen worden ist. Wir sind nicht 83,8 Millionen, nee, wir sind bloß 82,4 Millionen. Und ich gehe davon aus, dass genau diese 1,4 Millionen, also dass die sind, die fähig wollen, auch mit anzupacken oder auch nicht zu jammern und dann einfach mal Deutschland unten Dreck zu trecken. 1,4 Millionen, das ist die Einwohnerzahl von der Stadt München. So als ob das München überhaupt nicht geben würde. Also was dann ein oder anderen vielleicht auch gerade zu Pass kommen würde, aber hier, also Gas an München, geht das hier auch nicht. Also ist meine Meinung. Das nächste Thema,
was Olaf Scholz am besten kann, sich in Gesicht zu verletzen. Nu allwette bieten rasieren. Einmal bieten joggen, zweimal bieten rasieren, als innerhalb von einem Jahr. Also wenn man Scholz so sieht, dann läuft man ja nicht, dass diese Kerl ein scharfes Rasiermesser hat. Und dann ist nach meiner Meinung auch noch zu klären, ob er sich nicht allmählich strafbar gemacht hat. Also wiederholte Messeattacken. Also man soll nun nicht einfach wieder zur Tagesordnung übergehen, ist meine Meinung. So, und nun war das Zeit für Helmut. Ich glaube, Helmut, der hat sogar schon ein Deutschland-Trikot betrogen. Oder Helmut, was soll er tun? Moin, ja, hier bin ich wieder Helmut, aber heute noch mal an ein Trikot. Aber ich wollte nur auch einmal, ja, Football kicken. Public Viewing ist das Stichwort. Also Bratwurst, Baie und Football. Also großen Grill, großen Kühlschrank und große Leinwand. Und der Projektor, der heißt heute Beamer. Ich sag, was ist denn das für ein Ausdruck? Ich sag, wie war denn das überhaupt schreiben? Hei wies mir dann Pappkarton. Ach so, sag ich. Beamer, ein Beamte on T. Hei sag, pass auf, ich arbeite bei dem Finanzamt. Ich sag, das gaut, dann set ich noch einen Rupp. Ich sag, ein Beamer mit T ist aber nicht automatisch eine Leuchte. Helmut sagt, hey, das reckt nu. Entweder kriegst du nu eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung oder ich knüp mir morgen die Akte für. Ich sag, dann nehm ich Beamtenbeleidigung. Besten Dank, Helmut. Weil macht nu auch mit Football-Wiege? Football-EM in Deutschland. Achtelfinal gegen Dänemark. Das habt die deutschen Jungs einmal geschafft. Nu kommt in Viertelfinal wahrscheinlich Spanien. Bei diesem Vergleich ist Deutschland, glaub ich, nicht unbedingt der Favorit, aber vielleicht ist das auch uns Chance. Weil nur das mal ab. Italien ist aber einmal zu Hus. Titelverteidiger gegen die Schweiz verloren. Ich hab schon gedacht, das ist kommt zu Löwen. Ne? Das ist ja Italien. Da muss schon noch was kommen. Aber da kommt nix. Von mir kommt nur auch nix mehr. Das war wieder der Plattkanal mit dit und dat. Lasst ja das gaut gehen. Kiekt mal wieder rein. Weil lurt das mal alles ab. Spannend war das. Ich bin Jürgen Müller.